من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارد وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wir werden heute inshallah weitermachen mit unserem Vortragsreihe Asma'ul Husna. Wir haben im letzten Unterricht den Namen Allahs Al-Ghafur, Al-Ghafir, Al-Ghaffar behandelt, versuchen zu erklären. Diejenigen, die sich den nicht angeguckt haben, ein sehr wichtiger Name Allahs subhanahu wa ta'ala, der sollte sich diesen auf jeden Fall nochmal angucken. Heute werden wir inshallah versuchen mit einem Unterricht, also nur ein Teil wird das sein, den Namen Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qahhar zu erklären. Al-Qahhar kommt im edlen Koran 6-mal vor und 6-mal kommt er immer kombiniert mit einem einzigen Namen Allahs vor. Also er kommt nicht mit anderen Namen, nur mit einem einzigen Namen vor und das ist Al-Wahid. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَحَّارِ. Warum das mit Wahid vorkommt, werden wir inshallah später nochmal drauf eingehen. Und 2-mal kommt der Name Allahs, nicht Al-Qahhar, sondern Qahir. وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Und er ist Ism al-Fa'il ausführend. Er ist derjenige, der Qahir über seine Diener ist. Auch dazu werden wir inshallah gleich kommen. Was bedeutet aber Al-Qahhar? Al-Qahhar bedeutet derjenige, der alles bezwingt. Was bedeutet aber derjenige, der alles bezwingt? Derjenige, dass wenn er einen Willen hat, dieser Willen durchgesetzt wird, ob man es will oder nicht will. Derjenige, wenn er Macht ausübt, dass alles dagegen machtlos ist. Derjenige, dem man sich unterwirft, derjenige, der immer stärker und bezwingender ist als alles andere. Derjenige, dass wenn er sagt, in einer Sache bestimmt hat und eine Sache geschehen lassen möchte, so kann nichts und niemand dagegen auch nur ansatzweise etwas unternehmen. Das ist Allah, der Al-Qahhar ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat zum Himmel gesprochen. In Surah Fussilat im 11. Vers sagt Allah: Summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi atayna taw'an aw karhan qalata atayna ta'i'in. Allah subhanahu wa ta'ala wandte sich dem Himmel zu, als er noch eine Rauchwolke war, und sagte zu ihr und zu der Erde: Kommt freiwillig oder widerwillig. Beide, sie kamen freiwillig. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er eine Sache sagt, ob du es willst, ob du es möchtest oder ob du es nicht möchtest, du musst aber kommen. Wenn er sagt, komm, dann wirst du kommen. Ob du es willst oder nicht, du wirst aber kommen. Warum? Weil er ist Al-Qahhar, er ist derjenige, der die Macht über alles hat. Derjenige, dass wenn er ein Wort setzt, ein Wort sagt, eine Sache möchte, sich nichts und niemand darüber auch widersetzen kann. Weil niemand hat mehr Macht über eine Sache als Allah. Allah ist derjenige, der die absolute Macht über alle Dinge hat und die Herrschaft über alle Dinge hat. Wenn wir jetzt mal schauen, wo kommt der Name Allahs Al-Qahhar im alltäglichen Leben vor oder wo können wir den überhaupt sehen? Eigentlich ist das so, dass man in sehr, sehr vielen Bereichen seines Lebens, überall überhaupt, Allah seinen Namen Al-Qahhar wiederfindet. Allein schon, wenn man in den Kosmos schaut, in das Universum schaut, da gibt es zum Beispiel große Planeten. Die Große eigentlich ziehen immer die Kleinen an, also verschlucken die Kleinen. Eigentlich dürfte es nichts Kleines geben. Das Große muss immer größer werden und größer werden, größer werden und irgendwann müsste es explodieren. Aber so ist es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt alle in seinen Stellen, sodass nichts und niemand die Oberhand über alles hat. Sonst würde auch zum Beispiel Chaos entstehen, zum Beispiel der Mond und die Sonne. Sie haben alle eine Bahn, die sie umkreisen, einen fixen Punkt. Aus diesem Punkt können sie weder raustreten, noch überhaupt was machen. Warum ist das so? Weil Allah subhanahu wa ta'ala die Macht darüber hat. Er hat es ihnen befohlen und sie können da nicht raus, ob sie es möchten oder nicht möchten. Warum? Das ist Allahs Name Al-Qahhar. Zum Beispiel, um euch das mal vielleicht zu erklären, Wasser ist
Qahir über Feuer. Wasser zum Beispiel erlischt Feuer. Ein anderes Beispiel, Holz ist eine harte Substanz. Stein kann Holz schneiden. Stein wiederum kann von Metall geschnitten werden, Eisen. Eisen wiederum kann von Diamanten geschnitten werden. Er ist Qahar über den, er ist Qahar über den, er ist Qahar über den. Es gibt in der gesamten Schöpfung Allahs immer wieder eine Sache, die eine andere Sache bezwingt, die über eine andere Sache mehr Macht hat, die, wo du ausgesetzt bist, wo du verlierst. Das ist immer so. Deswegen sagt man, es gibt immer einen, der schlauer ist wie du. Es gibt immer einen, der besser ist wie du. Es gibt immer einen, der stärker ist wie du. Dies ist in der gesamten Schöpfung so. In der Tierwelt ist das so, in den Galaxien ist das so, bei den Menschen ist das so, überall ist das so. Es gibt immer eine Sache, die stärker ist als die andere. Zum Beispiel Diamanten ist die härteste Substanz, womit man alles schneiden kann. Was kann Diamant schneiden? Andere Arten von Diamanten. Es geht immer so weiter und so weiter. Es gibt immer eine Sache, die Qahir, die stärker, die mächtiger ist über die eine Sache. Und über all diesen Dingen gibt es einen einzigen, der Al-Qahar ist. Derjenige, der die Macht über alle Dinge hat. Derjenige, der Macht über alle Dinge ausübt. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist wiederum der Tawhid. Ich möchte aber mal auf die Verse im edlen Koran kommen, wo Allah explizit sagt, er ist Qahar. Also er erzählt was, da kommt vorne was vor und dann erwähnt er zum Schluss, er ist Al-Qahar. Was sind denn diese Punkte, wo er explizit sagt, diese Punkte sind meine Reflexion Al-Qahar? Der erste Punkt ist zweifelsohne der Tod. Der Tod ist ohne jeglichen Zweifel die Widerspiegelung Allahs, sein Name und Eigenschaft Al-Qahar, ohne jeglichen Zweifel. Jeder Mensch, jedes Lebewesen, ob klein oder groß, stark oder schwach, egal welche Art, wird sterben, ist dem Tod ausgesetzt. Warum ist das so? Weil Allah dieses festgelegt hat. Allah sagt im edlen Koran, نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. Wir bestimmten unter euch den Tod und uns wird nichts dabei aufhalten können. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Sprich, der Tod, vor dem ihr immer flieht, wird euch ganz sicher, aber ganz sicher, ohne Zweifel, ereilen. Er wird euch treffen. Der Tod ist daher die größte Reflexion Allahs Al-Qahar. Allah hat bestimmt, dass jeder Diener sterben wird, jedes Lebewesen sterben wird. Habt ihr euch jemals vorstellen können oder jemals einen Menschen gesehen zum Beispiel, der gesagt hat, als der Tod ihm nah war, ich möchte jetzt nicht sterben, ich brauche noch mal 1, 2 Jahre, ich muss noch einige Dinge abklären oder ich habe noch ein Kind, das ist klein, warte noch ein bisschen, ich werde später sterben. Niemand kann das machen. Nichts und niemand kann das sagen. Niemand. Weder um 1 Minute kann er seinen Tod hinauszögern, noch kann er seinen Tod um 1 Minute hervorrufen, bevorzugen. Deswegen, der Tod ist die Reflexion Allahs Al-Qahar. Er übt darüber Macht aus. Er sagt, ihr sollt sterben und ob du es möchtest oder nicht möchtest, du wirst sterben. Das ist seine bezwingende Art, wenn er eine Sache bestimmt, ob es dir gefällt oder nicht, aber es wird so geschehen. Allah sagt, وَهُوَ قَاحِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Und Allah ist Qahir über seine Diener. Er ist derjenige, der Macht über seine Diener hat. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفِظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Er ist es, der über euch Engel als Wächter hinabsendet, der euch, diese Engel beschützen und bewahren euch vor Bela, vor Musibet, vor Unglück, vor Unheil. Diese sind da, bis der Todesbote kommt, Malakul Maut. Wenn dieser kommt, so haben diese Engel ihre Pflicht getan und werden weggenommen. Dann kommt der Tod und er wird sie einholen und diese Engel, die den Tod nimmt, der Engel, der den Tod nimmt, er ist dabei nicht unachtsam, der ist sehr sorgfältig. Er wird nichts und niemanden auslassen und keinen Fehler machen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, egal wie lange du lebst, du wirst aber sterben und dabei gibt es keinen Unterschied
egal, kein Entkommen. Allah sagt, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Wir haben keinem Menschen bis jetzt das ewige Leben, die Ewigkeit gewährt. Wenn du doch stirbst, O Mohammed, obwohl du doch stirbst, glauben sie, sie würden ewig leben? Glauben sie, sie könnten ewig leben? Wenn der Gesandte Allahs doch gestorben ist, meint ihr, die Kuffar oder die anderen Menschen oder egal wer, würde ewig leben? Wenn man doch die Ewigkeit jemandem gibt, dann ist es der, den man liebt. Wenn die selbst sterben mussten, gestorben sind, was ist dann mit den anderen Lebewesen? Jeder wird sterben. Allah sagt, Kullu nafsin za'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Wisst ihr, wie man den Tod kostet? In dem Musnad von Ahmad ibn Hanbal wird überliefert von Al-Bara. Er sagt, wir gingen mit dem Gesandten Allahs, a.s.w., auf ein Begräbnis von einem von den Ansar. Als wir dort angekommen sind, haben sie gerade diesen Sahabi in sein Grab gelegt. Danach hat sich der Gesandte hingesetzt und wir haben uns mit ihm hingesetzt. Unsere Köpfe waren alle auf den Boden gerichtet, auch der vom Gesandten Allahs. Als wären Vögel auf unsere Köpfe gewesen. Wir waren so ruhig und so still, wir haben uns nicht bewegt. Jeder, dessen Kopf war unten gewesen und keiner hat was gesagt. Der Gesandte Allahs hat einen Stock genommen, einen kleinen Stock genommen und hat dabei in die Erde gestochen die ganze Zeit so, ganz leicht so reingekratzt. Daraufhin sagte er, sucht Zuflucht bei Allah vor den Qual, vor der Strafe des Grabes. Und das wiederholt er 2 bis 3 Mal. Sucht Zuflucht min azab al-qabr, vor der Strafe, vor der Pein des Grabes. Dann sagte er, wenn der Gläubige zu Allah genommen wird und die Beziehung von der Erde von ihm abgeschnitten wird, so kommen Engel mit weißen Gesichtern, so hell wie die Sonne, strahlend vom Himmel herab. Diese kommen und setzen sich um ihn herum. So nah, so weit er gucken kann, wird er nur noch diese Engel um sich herum sehen, mit diesem vollen Nur. Diese haben mit sich Tücher und Düfte aus dem Paradies mitgenommen. Dann kommt der Malakul Maut, der Todesengel. Der Todesengel kommt und geht an seinem Kopf, bei dem Gläubigen, bei dem Muslim, und sagt zu ihm, O gute Seele, komm hervor zur Vergebung und Wohlgefallen von Allahs. Dann kommt diese Seele ganz leicht aus dem Körper, wie ein Tropfen, was vom Wasserhahn tropft. Man sagt im Türkischen, wie wenn man ein Haar aus so einem Honig oder aus so einem Butter zieht, so ganz locker, so ganz geschmeidig, ganz leicht kommt die Seele danach raus. Der Todesengel nimmt die Seele aber noch nicht. Diese Engel, die um ihn herum sind, nehmen erstmal dieses Tuch vom Paradies mit dem Duft und machen das um diese Seele. Dann nimmt der Todesengel die Seele da raus und sie steigen zum ersten Himmel hoch. Sie treffen dort auf Engel. Diese Engel fragen, wer ist diese gute Seele? Und es wird gesagt, es ist der so und so, der Sohn von so und so. Und er wird bei seinem besten Namen gerufen werden, indem er in dieser Dunya gerufen worden ist. Und dann kommt er bis zur ersten Paradies, bis zur ersten Himmeltür. Dann wird gesagt, öffnet die Tür. Und für ihn wird die Tür geöffnet werden. Und dies geht so weiter. Der wird begleitet bis zur 2. Stufe. Und dann kommt er dort an die Tore an. Und immer wieder werden die Leute sagen, was ist das für eine gute Seele? Bis zur 2. Dann wird ihm die Tür aufgemacht. Er geht zur 3. Ihm wird die Tür aufgemacht. Er geht zur 4. Bis er zum 7. Himmel angekommen ist. Wenn er an dem 7. Himmel angekommen ist, dann wird gesagt werden, schreibt seinen Namen in das Verzeichnis von Illiyun. Es ist das Buch des Paradieses. Ein Verzeichnis, wo die Namen reinkommen, die das Paradies betreten werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denjenigen gehören lassen, dessen Namen in das Buch von Illiyun vorkommt. Allahumma amin, inshallah. Danach wird Allah subhanahu wa ta'ala sprechen und sagen, bringt diese Seele wieder auf die Erde zurück. Denn dies ist mein Versprechen. Er wurde von der Erde erschaffen, dort wird er nochmal auferweckt werden und dort wird er nochmal zur Hisab gezogen werden. Dann werden diese Engel kommen und ihn runter in sein Grab wiederbringen. Wenn die ihn in sein Grab legen, kommen dann 2 Engel. Diese werden ihm befehlen, sich aufrecht hinzusetzen. Und er wird aufrecht sitzen und die Engel werden kommen und fragen, wer ist dein Herr?
Und er wird sagen, Allah ist mein Herr. Sie werden sagen, was ist deine Religion? Und er wird sagen, meine Religion ist der Islam. Sie werden sagen, wer war der Mann, der zu euch gesandt worden ist? Er wird sagen, es ist der Gesandte Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Engel lassen immer noch nicht locker. Woher weißt du das? Was hast du getan in deinem Leben, wird gefragt. Dann wird er antworten, ich habe das Buch Allahs gelesen und habe danach gelebt und habe dann an den Koran geglaubt. Dann wird ein Nida, ein Ruf kommen vom Himmel und es wird gesagt werden, mein Diener hat die Wahrheit gesprochen. Dann wird eine sehr, sehr, sehr schöne Gestalt kommen, sehr erfreuliche Gestalt kommen und wird sagen, ich habe frohe Botschaft für dich. Das ist der Tag, der dir versprochen worden ist. Dir ist große Belohnung, wird zuteil werden. Dann wird Allah befehlen, ihn eine Luke zum Paradies zu öffnen, ihn sein Grab weit zu machen und den Duft des Paradieses immer wieder spüren zu lassen. Und er wird sagen, wer bist du? Mit so einer frohen Botschaft kommst du zu mir, wer bist du? Und er wird sagen, ich bin deine gute Taten. Und er wird sagen, das Qiyamet soll anbrechen, das Qiyamet soll schnell anbrechen, damit ich in mein Paradies hineingehen kann. Wa amma abdul kafir. Und was ist nun mit dem, der ungläubig ist? Der Prophet sagt, das erzählt der Prophet immer noch an diesem Grabhaar. Er sagt, wenn der Ungläubige nun, das Ilishke, die Beziehung zur Erde abgeschnitten wird, kommen Engel hinab mit ganz düsteren und schwarzen Gesichtern. Und sie haben wie ein Tuch, ein richtig dreckiges Tuch, ein Sack sozusagen, haben sie mit sich. Diese kommen so nah an seinem Kopf, alles ähnliche Prozeduren, um seinen Kopf und setzen sich hin. Dann wird der Todesengel kommen und der Todesengel wird sagen, o du üble Seele, komme zum Zorn und zur Wut Allahs heraus. Und die Seele wird in dem Körper so weglaufen, sich da so verstecken wollen, Allahu Alam, wie man sich das nur vorstellen kann, aber vor Angst so zurückziehen, da sagt der Prophet, dann zerstreut sich seine Seele aus Angst in seinem Körper. Darauf kommt sie heraus und zerreißt dabei die Venen und die Nerven, wie ein Spießhaken, der in nasser Wolle steckt und dann herausgezogen wird. Dann nimmt der Todesengel die Seele. Yani wie als würde er mit einer Pinzette die ganze Seele aus diesem Körper dort hinausnehmen. Dann wird die Seele genommen werden, in diesen dreckigen Tuch hineingewickelt werden und es wird zum ersten Himmel hochgegangen. Und jeder dieser Engel, auf die sie treffen, wird sagen, wer ist diese dreckige Seele? Was ist das für eine eklige Seele? Und sie werden sagen, er ist der so und so, der Sohn von so und so. Er wird bei dem schlechtesten Namen gerufen werden, in dem er in dieser Dunya gerufen worden ist. Und wenn die am ersten Himmel ankommen, wird gesagt, öffnet die Tür, aber es wird die Tür nicht geöffnet. La tufattahu lahum abwab as-sama. Dann liest der Prophet diesen Vers aus der Surah A'raf. Für sie werden die Tore des Himmels nicht geöffnet werden. Und sie werden nicht eher ins Paradies hineintreten, bis ein Kamel in ein Nadelohr hindurchgehen kann. Ihr kennt von einem Nadel das kleine Loch, wo man diesen Faden durchzieht. Solange ein Kamel nicht da durchgehen kann, werden diese Leute die Paradiestüre nicht aufgemacht. Dann wird diese Seele auf den Boden wieder zurückgeschleudert in sein Grab. Nicht langsam, sondern mit einer heftigen Wucht. Dann liest der Prophet den Vers, wo es heißt, seid Hanif, der Wahrheit verbunden für Allah, ohne ihm etwas beizugesellen. Diejenigen, die Allah gegenüber Schirk begehen, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُوهُ طَيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ رِيحٌ فِي مَكَانِ السَّحِيقِ. Das Gleichnis von denen ist sie werden runtergeschleudert, als würden Vögel sie zerreißen, ihre Seele zerreißen und sie kommen an einen ganz weiten Ort in die Irre und sie werden zurück in ihr Grab gebracht werden. Dann werden zwei Engel kommen. Sie werden befehlen, setz dich aufrecht. Sie werden sagen, wer ist dein Herr? Er wird sagen, ha la adri, ich weiß es nicht, oh, ich weiß es nicht. Vor Panik, vor Angst. Sie werden sagen, was ist deine Religion? Er wird sagen, ha la adri, ich weiß es nicht. Dann wird ein Nida kommen, diese Seele hat gelogen. Dann wird sein Grab ihn eng gemacht, bis seine Rippen ineinander quetschen. Es wird eine Luke zum Höllenfeuer geöffnet und der Gift vom Höllenfeuer wird ihn treffen. Dann kommt eine sehr hässliche Gestalt zu ihm hin
und wird sagen, das ist der Tag, der dir versprochen worden ist. Und er wird sagen, du bist so grässlich, so schlimm, wer bist du, warum bringst du mir diese schlechte Nachricht? Und er wird sagen, und er setzt sich zu ihm hin, der bleibt da, mit einem ekligen Geruch. Ich bin deine schlechten Taten. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Diese Sache, dieser Ablauf ist Allah subhanahu wa ta'ala seine Reflexion al-Qahhar. Diesem, ob ihr es möchtet oder nicht möchtet, werdet ihr niemals entkommen. Dieses Geschehnis wird exakt so eintreffen, ob ihr es möchtet oder nicht möchtet. Warum? Weil Allah diese Sache so möchte. Allah hat diese Sache so gesprochen, die Sache wird exakt so geschehen. Daher möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Gläubige sterben lassen und mit uns barmherzig sein und uns vor der Strafe des Grabes bewahren. Der erste Punkt, in dem wir gesagt haben, Allah seine Reflexion ohne jeglichen Zweifel, ist der Tod. Niemand kann sich dem widersetzen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala Macht ausübt, ist man diesem ausgesetzt und man wird sterben. Der zweite Punkt der Reflexion Allahs al-Qahhar sind die Musibet, sind die Unglücke, die Prüfungen und die Krankheiten. Kein Mensch, der zum Beispiel eine Krankheit bekommt, Krebs hat, kann sagen, oh Allah, ich mag Krebs nicht, gib mir lieber Bandscheibe, damit kann ich besser umgehen. Das geht nicht. Keiner kann sowas sagen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir eine Prüfung auferlegt hat oder eine Krankheit oder ein Unglück, egal was ist, so kann nichts und niemand dies von dir nehmen. Warum? Weil Allah hat darüber Macht ausgeübt. Das ist Allah sein Wille. Und es gibt nichts und niemanden, der mehr Macht hat als Allah, um dieses aufzuheben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala aber diese Sache wieder von dir aufheben möchte, lässt er einen Grund entstehen, ein Sebeb, und dann sagt man, die Medizin hat dich geheilt, aber die Medizin hat dich nicht geheilt. Allah hat dir das gegeben und Allah hat es wieder von dir aufgenommen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala es nicht von dir aufgehoben hätte, hätte nichts und niemand diese Kraft, diese Macht mehr als Allah gehabt, dieses Ding, was Allah für dich bestimmt hat, zu beheben. Das ist ja Allah sein Name Al-Qahhar. Eine Sache, die Allah für dich bestimmt hat, dass jemand anders, egal wie die Sache beheben kann, sowas gibt es nicht, weil niemand mehr Macht hat als Allah. Allah sagt im Heiligen Koran, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ Astaghfirullah, ich meine es übersprungen. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Unglück, ein Unheil für dich bestimmt hat, was dich treffen lassen soll, so wird es keinen einzigen geben, der dieses beheben kann. وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Und wenn er aber eine gute Sache für dich bestimmt hat, für dich treffen lassen will, so ist er zu allem imstande, so hat er die Macht über alle Dinge. Daher ist es für uns wichtig, dass wir begreifen, dass das Gute und das Schlechte von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, sagt Allah im Anschluss. Und er ist derjenige, der über seine Diener Macht ausübt, und er ist Al-Hakim, er ist Allweise und der über alles Bescheid weiß. Allah zählt das auf, dass das Gute, wenn er eine gute Sache bestimmt hat, keiner es davon abhalten kann, aber ebenfalls so, wenn er ein Unglück für euch bestimmt hat. Dann sagt er, وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Er ist derjenige, der die Macht über euch hat. Nichts und niemand kann es beheben. Daher gibt es drei Arten von Menschen, wenn ihnen eine Prüfung trifft. Die einen sind diejenigen, wenn eine Prüfung auf sie trifft, sie bleiben geduldig, sie bleiben standhaft, aber sie bleiben geduldig und standhaft und sie ergeben sich dieser Prüfung. Sie sagen, dies ist von Allah, dahinter steckt Heil, wir sind dem ergeben. Die zweite Gruppe ist, an ihnen trifft etwas, sie bleiben geduldig, aber sie sind dem nicht ergeben. Das ist ein Unterschied. Sie sind standhaft, sie machen keinen Fehler, sie machen keine Sünde, sie beschweren sich auch nicht, aber sie sind dem nicht teslim. Sie stellen sehr viele Fragen, sie klagen viel, sie jammern viel, sie beschweren sich, sie reden viel darüber, sie versuchen dauerhaft eine Lösung darüber zu finden, indem sie mit Menschen reden. Diese sind Menschen, die werden die erste oder zweite Prüfung vielleicht standhalten, aber die dritte und die vierte Prüfung werden sie danach irgendwann verlieren, weil sie nicht teslim sind. Das, was Allah will, ist das Teslimiert gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Daher nicht teslim zu sein, mit dem Herzen diese Sache zu akzeptieren, sondern nur standhaft zu bleiben und dabei nichts falsch zu machen, heißt nicht, dass man das richtig macht. Du machst vielleicht jetzt richtig, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die nächste Prüfung du, weil du keine Kraft mehr hast, danach verlierst. Und die dritte Art von Menschen, wenn eine Prüfung trifft, sind diejenigen, die glauben,
diese Prüfung wieder aufheben zu können oder das Unglück irgendwie aufheben zu können, diese Krankheit, indem sie dann überall hingehen, an jede Tür klopfen, mit jedem reden wollen und jeden betteln und alles andere machen, jeden fragen, aber nicht Allah subhanahu wa ta'ala fragen. Das sind die Seelen, die natürlich im starken Verlust sind. Daher ist es für uns hierbei wichtig zu wissen, dass eine Prüfung, eine Krankheit, ein Unglück, wenn dies Allah nicht akzeptiert hätte, wäre es sowieso nicht auf uns gekommen. Und er hat die Macht über uns. Daher sollten wir die Lösung auf alle Fälle bei Allah subhanahu wa ta'ala suchen. Der dritte Punkt ist die Auferweckung und die Abrechnung. Ist Allah sein Name Al-Qahhar, ist Reflexion. Ob Mu'min oder Mushrik, Muslim oder Kafir. Jeder wird im Jenseits auferweckt werden und zur Rechenschaft gezogen werden. Niemand kann sich vor dem drücken, niemand kann in eine andere Richtung abhauen. Nichts und niemand. Man wird insgesamt alle auferweckt werden. Allah sagte mir im Koran, وَيَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ. An jenem Tag, an dem die Erde zu einer anderen sein wird und die Himmel auch, so, dann werden sie treten vor Allah, dem Einzigen, den Allbezwingenden. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ. An dem Tag, an dem sie ohne Versteck zu sehen sein werden. لَا يَخْفَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْئًا. Und vor Allah nichts verborgen bleiben wird. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ. Wen gebührt die Herrschaft? Wen gebührt die Macht, wird Allah sagen. An jenem Tag in dem Hadith kommt vor, أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ أَنَا الْمَلِكُ, wird Allah sagen. Wo sind nun die Hochmütigen? Wo sind die Arroganten? Wo sind die Herrscher, die dachten, sie sind Könige auf der Welt? Sie haben das Sagen, sie sind Macht ausüben. Wo sind diese ganzen Menschen? Limanil mulkul yawm. Wen gebührt das Mulk? Wen gebührt die Herrschaft heute? Lillahil wahid al-Qahhar. Ganz gewiss Allah, der Einzige ist und Al-Qahhar ist. Dies gebührt Allah. Daher wird niemand im Jenseits, diejenigen, die heute behaupten, Allah beleidigen zu können, die sich auffühlen wie Tarut, die sich gegen Allah auflehnen und lachen im Großen und schlagen sich zu, so Prost und reden und beleidigen Allah. Diese Menschen sollen im Jenseits das machen. Hier haben sie doch den freien Willen sowieso bekommen. Hier, Allah erlaubt, also Allah hat diese Prüfung offen gelassen. Ihr könnt es machen. Dafür im Jenseits gibt es keinen Spielraum. Diese sollen im Jenseits Prost machen. Diese sollen im Jenseits Allah beleidigen. Diese sollen im Jenseits kommen und sich gegen Allah stellen und sagen, nein Allah, dein Gesetz ist hier alt, lass mal ein anderes Gesetz machen. Diese Leute sollen auf diese Erde, das ist keine Kunst, weil hier hast du, das ist eine Prüfungswelt. Macht es im Jenseits. Wenn ihr wahrhaftige Könige seid, wenn ihr wahrhaftig starke Menschen seid, mächtig seid, die Respekt verdienen, die gewaltigsten, die Götter sind, König sind, dann macht es im Jenseits. Wenn ihr dies im Jenseits macht, ja, dann stimmt, dann habt ihr recht. Macht es im Jenseits einfach. Aber Allah sagt schon von vornherein, Allah wird so zornig sein, وَلِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَحَّارِ. Sie werden vor Allah sein, der einzig ist und Al-Qahhar ist, der die Macht über alles und jeden absolut dort ausüben wird. Daher ist die dritte Reflexion Allahs Al-Qahhar, die Auferweckung und die Abrechnung. Ein weiterer Punkt, der ebenfalls sehr wichtig ist der Tawhid. Ohne Zweifel ist Al-Qahhar die Reflexion im Tawhid und das Bewahren vor dem Schirk. 6-mal kommt der Name Allahs Al-Qahhar mit Wahid vor. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَحَّارِ. Die Hikmet dahinter ist, Allahu Alam, ein Mensch, wenn er alleine ist, sagt man, dieser Mensch ist Faqir, Gariban, alleine, der hat keine Kraft. Bei uns Menschen wird eine starke Familie, große Familie, viele Menschen hinter sich haben, als Stärke und Macht gesehen. Und jemand, der alleine ist, als Schwäche gesehen, als Yazig, hat keine Macht, hat keinen starken Rücken. Und genau deswegen sagt Allah, Allah ist einzig, richtig. Aber kommt ja nicht auf die Idee zu glauben, Allah ist alleine, wir sind mehr. Allah ist schwach, weil er alleine ist. Nein, nein, er ist Wahid, richtig, er ist alleine, sonst kein anderer da. Aber dieser Allah, der allein ist, der ist Al-Qahhar. Er hat die Macht über alle Dinge. Dies ist ein gewaltiger Gott, ein Gott, der über alles, absolut alles, die Macht hat. Ein Mensch, und das ist ja auch das Schirk, was der Grundpfeiler vom Schirk ist zum Beispiel, dass man sagt, wenn du zum Beispiel hier ein Haus hast, kannst du es führen. Aber wenn du auf einmal 1000 Immobilien hast in unterschiedlichen Ländern, ja, dann kannst du das ja alles nicht steuern, dann kannst du alles nicht kontrollieren. Was machst du dann? Du kommst
und setzt einen zum Beispiel in diesem Land, der auf deine Immobilien achtet. Du setzt einen Vertreter für dich da ein, der sich da um deine Sachen kümmert. Die Menschen, die Schirk begehen, die Schirk begangen haben auch zur Zeit von Rasulullah, die Mekka, davor immer schon, die ganze Zeit war gewesen, ja, es gibt ja Allah. Allah hat ja die Himmel und die Erde erschaffen. Da haben sie nie was anderes gesagt. Aber sagen sie, wie soll denn Allah das alles führen? Wie soll denn Allah alles so Regen, deswegen gibt es einen Regengott, haben die gesagt, es gibt einen Sonnengott, es gibt einen für unsere Bedürfnisse, einen für unsere Kurban. Sie haben gesagt, wie soll Allah das alles führen? Er ist doch ein einziger Gott, es ist schwierig. Also hat er was gemacht? Er hat Vertreter auf die Welt gesetzt. Und diese haben sie angefangen, Schirk zu begehen. Und genau dann sagt Allah, nein, es ist nicht so. Allah ist einzig richtig, aber er braucht weder Helfer noch irgendwas anderes, um seine Angelegenheiten zu erledigen. Warum? Weil er ist Al-Qahar. Er ist derjenige, der die Kontrolle, die Macht über alle Dinge hat. Der die Macht, wenn er diese ausübt auf alle Dinge, nichts und niemand sich dieser Macht widersetzen kann. Daher kommt Yusuf a.s. im Gefängnis und macht Dawa mit seinen Kerkergenossen, mit seinen Insassen. Und er kommt nicht mit einem Mujiza, mit einem Wunder, er kommt mit einer logischen Frage. Und er sagt, Ja Sahibay Sijin, o meine Kerkerfreunde, o meine Freunde vom Knast. A'arbabun mutafarriquna khayrun amillahul wahidul qahar. Sind denn mehrere Götter in Anzahl besser? Sind mehrere Götter besser? Oder ist ein einziger Gott, ein einziger Ilah besser, der einzig ist und dafür die Macht über alle Dinge hat? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ihr, statt ihm verehrt ihr irgendwelchen Namen, die ihr selbst genannt habt, ihr und eure Väter, ohne dass Allah dafür eine Ermächtigung hinabgesandt hat. Yani, hier kommt Yusuf und sagt eigentlich, wenn es doch mehrere Götter geben würde, müssten diese Götter nicht miteinander streiten? Müssten diese Götter nicht miteinander kämpfen? Der will mehr Macht über den haben. Der eine würde sagen, es soll regnen. Der andere würde sagen, nein, es soll die Sonne scheinen. Würde es nicht einen Streit geben? Doch würde es geben. Yusuf sagt, ist denn daher nicht ein einziger Gott besser? Guck mal, ihr müsst euch das so vorstellen. Würde es mehrere Götter geben, könnte niemals so eine Harmonie herrschen. Es müsste irgendwo Chaos geben. Irgendwo an einem Punkt müsste es Chaos geben. Aber so eine absolute Harmonie, dass alles im Einklang ist, vom Mikro, vom kleinsten Organismen bis hin zum exakt größten Universum, so in Harmonie ist, kann nur von einem einzigen Gott kommen. Aber nicht von einem Gott. Das muss ein sehr, sehr starker Gott sein. Deswegen ist er Al-Qahar. Guck mal, würde es mehrere Götter geben, müsste in der gesamten Schöpfung irgendwas nicht passen. Müsste es irgendwo einen Riss geben oder ein Übergang, der rauf wäre, ein Übergang, der nicht verständlich ist, müsste es irgendwas geben, wo man sagen müsste, das ist von einem anderen Maler. Wenn man ein Bild malt und es kommt ein ganz anderer Maler dazu, dann sieht das Bild, man erkennt es irgendwo, dass exakt irgendwo da was anders ist. Wenn es einen weiteren Gott gibt, müsste es irgendwo eine Uneinigkeit geben. Im mathematischen System, in der Physik, egal was es ist. Es kann doch nicht sein, dass in allen Punkten, in allen Bereichen der Wissenschaft, von Geologie bis hin zu allen Punkten, die Berge, Erdkern, Himmel, Erde, Sterne, der Ausgewogenheit der Tiere, der Mensch, die Hitze, die Wärme, all diese Dinge, keinen Riss gibt. Das kann nicht sein. Dies ist der Delil, dass es ein einziger Gott erschaffen hat. Dies ist der Delil, dass es nur von einem einzigen Gott kommen muss. Es geht sonst nicht, sonst müsste irgendwo ein Riss, ein Fehler sein. Das gibt es nicht. Aber dieser eine kann nicht irgendein Gott sein. Das muss ja so ein gewaltiger Gott sein, der sich gleichzeitig um das Rizq der Menschen kümmert, gleichzeitig in das Meer die Tiere sich versorgt, gleichzeitig die Galaxien in der Bahn hält, gleichzeitig das Herz eines Menschen kennt, gleichzeitig die Sorgen hat, gleichzeitig das Tier, was seine Nahrung sucht, füttert, gleichzeitig das Korn sprießen lässt. Es muss ja so ein gewaltiger Gott sein, der die Macht über alle Dinge hat. Und genau das ist es hier. Er ist Wahid und Qahar. Deswegen, Arbabun mutafarriquna khayrun amillahul wahidul qahar. Sind denn mehrere Götter besser
wo es Streit gibt, wo wir dann dem Zorn ausgesetzt wären, wo es keine Einigkeit gäbe, oder ein einziger Gott, der alleine bestimmt, aber die Macht über alle Dinge hat. Natürlich ist ein einziger Gott viel besser wie mehrere Götter. Und genau in demselben Vers, ich lese nur weiter, das ist derselbe Vers immer noch, kommt der bekannteste Vers, den wir alle hier kennen. Inil hukmu illa lillah. Die Gesetzgebung gebührt einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist kein anderer Vers, das ist noch in dem Vers mit drin. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iya. Euch wurde befohlen, nur Allah anzubeten. Die Gesetzgebung gebührt Allah. Was hat das damit zu tun gerade? Richtig. Daher, derjenige, der die Macht über alle Dinge hat und der Schöpfer von allem ist, er hat das Recht, nur Gesetze zu erlassen. Er hat das Recht zu bestimmen, was gut, was falsch ist, was bestraft wird, was nicht bestraft wird. Er alleine, ihm alleine gebührt die Macht, die Herrschaft, die Gesetze zu erlassen, weil dies eine göttliche Eigenschaft ist. Dann sagt Allah, Amara alla ta'budu illa iya. Euch wurde befohlen, nur Allah anzubeten. Was heißt das? Hey, wie denn anbeten? Was hat Ibadat, dachten wir, es doch immer sich vor einen Stein werfen. Ist halt nicht so. Ibadat ist, sich nicht nur auf die Knie vor einem Stein zu werfen und das anzubeten. Ibadat ist Idat auch zu machen, zu folgen, zu gehorchen. Euch wurde aber befohlen, nur Allah und seinen Gesetzen zu gehorchen, zu befolgen, Idat zu machen. All das und das Gegenteil zu verleugnen. Aber wisst ihr was? ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ. Dies, ganz genau das, was Allah gerade aufgezählt hat. Das ist der wahre Glaube, sagt Allah. Das ist der Islam. Was ist der Islam? Es gibt nur einen einzigen Gott. Es gibt nicht mehrere Götter, einen einzigen Gott. Dieser Gott ist einzig, ist allein Wahid. Er ist Al-Qahar, hat die Macht über alle Dinge. Dieser Gott hat das Recht, Gesetze zu geben. Und wir müssen genau diesen Gott anbeten. Und da sagt Allah, ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ. Dies ist genau der Islam, dies ist der Glaube. Und jetzt der Knaller, wenn wir kommen und sagen, das ist der Islam, wenn ihr an demokratischen Wahlen teilnimmt, ist das Schirk, sagen wir. Wir sagen, diejenigen, die Gesetze erlassen und sich der Scharia widersetzen, egal wer es ist, auch wenn sein Name Ahmed, Mustafa, was weiß ich was ist, diese Menschen sind Tawarit. Diejenigen, die diese Menschen wählen, diese Tarut wählen, diese Menschen haben Schirk begangen. Wenn wir kommen und sagen, man muss den Takfir auf diese Menschen sprechen, weil das sind Tawarit, das sind Mushrikun, dann sagen die Leute, was zu uns? Ihr seid Khawarij, ihr seid Takfiri, ihr seid radikal, wo habt ihr eure Ijaza, ihr seid unwissend. Wir antworten darauf mit dem Abschluss genau von diesem Vers. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Aber die Mehrheit der Menschen wissen es nun mal nicht. Ja. Das ist unsere Antwort. Ja. Genau was Allah hier sagt. Allah zählt das auf und er sagt zum Schluss, aber die Mehrheit der Menschen, genau das, was der Islam ist, diese 4-5 Punkte waren der Islam, aber das wissen die meisten der Menschen nicht. Das ist genauso. Allah befiehlt den Gesandten ebenfalls genauso eine Dawa, ein Tabligh zu machen an die Mushrikun. Und Allah sagt in Surah Ra'd, Qul, sprich, O Muhammad, Man Rabbus Samawati wal Ard, wer ist der Herr der Himmel und der Erde? Fragt das den Mushrikun. Die Antwort ist klar, was die Mushrikun sagen werden. Die Mushrikun werden sagen, es ist Allah. Bevor sie Allah sagen, Qul, Qulillah, sprich, es ist Allah. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Sprich, habt ihr, O Mushrikun, euch Helfer außer Allah genommen, die sich selbst weder einen Nutzen noch einen Schaden zufügen können? قُلْ, sprich, sag zu ihnen, هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Ist denn derjenige, der alles sieht, der allsehend ist, gleich wie derjenige, der blind ist, nicht sehen kann? أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ. Oder ist die Finsternis gleich wie das Licht? Ist es so? جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ. Oder stellen sie Allah Götter zur Seite, Teilhaber zur Seite, die etwas erschaffen haben, die der Schöpfung Allahs so identisch ist? Allahu Akbar, was für ein Vers. Haben denn eure Götter etwas erschaffen, wo ihr sagt, das ist eine Schöpfung, die ähnelt so sehr der von Allah? Ich weiß gerade nicht, wer mein Gott ist. Ich weiß es gerade nicht, weil es ähnelt sich so sehr. Gibt es sowas? Wenn es einen weiteren Gott gibt, muss er eine Schöpfung irgendwo haben, die ähnlich wie der Allahs ist, damit wir sagen können, oh Allah,
Wir wussten nicht, wer unser erster, wer unser wahrer Gott ist. Hier ähnelt sich irgendwas sehr stark. Gibt es sowas? Qulillahul khaliqu kulli shay'in. Sprich, Allah ist der Schöpfer von allen Dingen. Wa huwa al-wahidul qahhar. Und er ist alleine, einzig und er hat die Macht über alle Dinge. Das ist Allah. Allah hat alles erschaffen, nicht sonst irgendwas anderes. Das reicht nicht aus. Wisset, er ist alleine. Ja, richtig. Dieser Gott hat keinen weiteren. Er hat weder einen Helfer, noch hat er einen Teilhaber, noch hat er sonst irgendwas anderes. Er ist alleine, richtig. Aber fürchtet genau diesen Gott, weil er ist Al-Qahhar. Ein weiterer Punkt, die Reflexion Allahs nach der Tawhid, ist, vor allem dies ist wichtig für diejenigen, die Dawa machen, ist die Hidayat. Hidayat und das Herz ist die Reflexion Allahs Al-Qahhar. Warum? Allah sagt im edlen Koran, Qul, sprich, Innama ana munzir, sprich, Muhammad, ich bin nur ein Warner, ich bin nur ein Dawetche, ich mache nur Tebli, ich warne nur, ich überbringe euch nur die Botschaft. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَّارُ. Und ganz gewiss, es gibt keine Gottheit außer Allah, dem Einzigen, den Allbezwingenden. Der Einzige, der die Macht über alle Dinge hat. Wenn ein Mensch Dawa macht, manchmal investiert man stundenlang, wochenlang, monatelang in eine Person. Man erklärt den Islam auf so eine schöne Art und Weise, man gibt sich Mühe, man sagt das doch alles so logisch, aber der Gegenüber, er nimmt den Islam nicht an. Manchmal habt ihr einen eure Jamaat bekommen, einer ist zum Islam gekommen, ihr lebt mit den 1-2 Jahre, ihr redet mit dem, irgendwann kommt er vom Weg wieder ab und ihr sagt, warum ist das so? Habe ich einen Fehler gemacht? Stimmt da irgendwas nicht? Nein, so ist es nicht. Denn die Hidayat ist absolut eine Sache, die von Allah abhängig ist. Wer der Al-Qahhar ist, der wird Macht auf das Herz ausüben und dieses Herz wird sich ergeben. Aber Allah entscheidet nicht willkürlich, wer Muslim wird, wer nicht. Sondern es kommt, Voraussetzungen müssen getroffen werden. Dann leitet Allah einen Menschen recht oder nicht. Wenn Allah einen Menschen nicht recht leitet, dann hat das einen Grund. Guck mal, die Dawa ist schwierig genug. Mit Menschen rumzumachen, ist wirklich schwierig genug. Ist sehr aufwendig. Menschen sind sehr schwierig. Unerträglich sind Menschen. Wenn man sich dann noch das zu Sorge nimmt, warum er und er nicht zum Islam gekommen ist, dann kriegt man einen Kollaps irgendwann. Deswegen kommt Allah und sagt, mein Diener, das ist nicht deine Aufgabe. Warne du, ich entscheide dann, ob der Muslim wird oder nicht. Das trifft dich nicht. Weil manchmal kommst du und du kannst auf die beste Art reden, du kannst 1000 Delils zeigen, der kommt einfach nicht zum Islam. Und hier sagt Allah zu uns eins, Qul, innama ana munzir. Sprich, ich bin nur ein Warner. Ihr seid nur Warner. Ihr könnt euch nicht kaputt machen, ihr könnt nicht entscheiden, wer Islam will. Im Endeffekt entscheide ich das, wer danach zum Islam kommt, wer nicht. Daher, jeder Da'i sollte eins wissen, und zwar, dass die Rechtleitung einzig und allein bei Allah ist und wir nur die Aufgabe haben, zu verkünden auf die beste Art und Weise. Weil wenn man sich dann noch Gedanken macht, warum ein Mensch nicht zum Islam kommt oder warum er die Jamaat verlassen hat, das ist schon anstrengend genug alles und wir haben unsere Verpflichtung und Verantwortung genug. Deswegen Alhamdulillah, dass Allah diese Last von uns genommen hat. Ich komme inshallah zum Abschluss und zwar zum letzten Punkt. Al-Qahhar gehört zu den Namen Allahs, die Jalal-Namen sind. Wir haben ja gesagt, es gibt Jamal-Namen und Jalal-Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Jamal-Namen Allahs sind diejenigen, die die Liebe zu Allah steigern, die Hoffnung zu Allah steigern. Und die Jalal-Namen sind die mächtigen Namen Allahs, die die Furcht zu Allah subhanahu wa ta'ala steigern. Derjenige daher, der versucht, diesen Namen Allahs an sich zu reißen und diese zu einer Eigenschaft zu machen, bei den Jamal-Namen ist ja unsere Pflicht oder ist es für uns wichtig, dass wir diesen Namen versuchen, in unseren Charakter umzuwandeln, wie Ar-Rahman, dass wir auch barmherzig sind, Rafiq, Karim, all diese Namen sind die schönen Namen, die wir versuchen müssen, auch in unser Leben einzufügen. Aber die Jalal-Namen wie Al-Mutakabbir, Al-Azim gebühren uns nicht. Die dürfen wir nicht in unser Leben hineinfügen und genauso ist der Name Al-Qahhar. Derjenige aber, der versucht, den Namen Al-Qahhar irgendwo in sein Leben hineinzufügen und dies auszuüben, eine zwingende, machtausübende Tat zu seinem Charakter machen sollte, der wird ein schlimmes Ende erleben. Allah in Surah Araf berichtet uns, bezogen auf Fir'aun und Musa. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ. Dann sprach die führende Schar von Fir'aun zu Fir'aun.
أَتَذَرُونَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. Erlaubst du, o Pharaon, dass Musa mit seinem Volk das Land verlässt und Unheil stiftet und die Götter verlässt? Diese Menschen, nicht nur der Tarot ist wichtig, diese Menschen um die Tarot, diese Zauberer, diese ganzen Leute, die immer sticheln, die sind immer mitschuldig. Es gibt immer Menschen, die sticheln. Ja, guck mal, musst aufpassen auf die. Das sind immer sehr gefährliche Menschen. Die haben Pharaon auch gestichelt. Dann sagt Pharaon, قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. Dann sagt Pharaon, wir werden ihre Söhne töten, ihre Frauen am Leben lassen. Ganz gewiss haben wir die Gewalt über sie. Er benutzt ja das Qahir. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. Wir haben ja die Macht über sie. Wenn wir Macht ausüben wollen, sind die uns ausgeliefert. So hat er gesagt. Was ist mit Musa und seiner Armee passiert? فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Dann richteten wir ihn und seine Soldaten alle zugrunde und versenkten sie im Meer. Schaut, wie das Ende der Unterdrücker ist. Ein Muslim darf nicht mal Zwang im Glauben anwenden. La ikraha fi din. Es gibt kein Ikrah im Din. Wir dürfen nicht mal Zwang, unsere Macht ausüben, jemanden zum Islam zu bringen. Daher dürfen wir erst recht nicht Zwang ausüben, wenn es um Familie, um Ehefrau, um Mutter, um Vater oder sonst was geht. Und vor allem gegenüber einer Gruppe Menschen dürfen wir das explizit nicht machen. Was denkt ihr, wer es ist? Eine Gruppe, die erwähnt Allah im Koran. Gegen den dürfen wir erst recht diese Sachen nicht machen. Diese Machtspielchen ausüben, hart zu ihnen sein. Richtig, es sind die Waisenkinder. Allah sagt, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. So sei nicht den Waisen gegenüber unterdrückerisch. Breche ja nicht das Herz eines Waisens. Denke ja nicht, der Waise ist schwach, hat niemanden. Er ist ja ohne Vater, ohne Mutter. Denk nicht, ich kann das Erbe von den Weißen für mich nehmen, ein Teil. Denk ja nicht, das Kind versteht das nicht. Ich werde mal ein bisschen wegnehmen. Denke ja nicht, dass du die Hilfsgüter, Hilfsgelder, was du bekommst, was du für einen Waisen geben solltest, dass du es für was anderes benutzt. Denke ja nicht, dass du damit durchkommst, wenn du ein Waisenkind traurig machst, wenn du ihm gegenüber hart bist, wenn du ihm gegenüber grob bist. Denke ja nicht, dass du davon kommst. Dies wird nicht für dich bleiben. Denke ja nicht, dass du davon kommst. Allah wird dich so erniedrigen, so blamieren, so erniedrigen, noch in dieser Dunya und im Jenseits will man sich das gar nicht vorstellen. Aber wisset eins, jemand, der gegenüber den Weisen Taqhar, Qahir ist, Macht ausüben, die Zwang, sie irgendwo zwingt, wisset, diese Menschen werden in Diesseits schon aufs Übelste erniedrigt werden. Aber auf so eine Art, die könnt ihr euch nicht mal vorstellen. Dies ist der Befehl Allahs, weil genau das haben die Jahiliyyah gemacht. Sie haben die Weisen, die Schwachen unterdrückt, als nichts gesehen. Sie waren Abschaum, sie haben Drecksarbeit gemacht. Und der Islam kommt und genau das verbietet uns. Denn nur weil jemand keine Familie hat, keine Mutter, Vater, heißt nicht, dass er weniger wert ist. Hier kommt genau das Gegenteil. Und dann beende ich den Unterricht für heute. Ich möchte nämlich mit Koranversen beenden. وَيُطْعِمُونَ تَعَامًا عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Aber dann sagt Allah, gibt es manche, sie geben aus Liebe zu ihnen. Wen? Speise zu essen, den Bedürftigen, den Waisen und den Gefangenen. Und sie sagen, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. Wir geben dieses Sadaqa, dieses Essen, nur für das Angesicht Allahs. Wir machen dies nur von Allah. Wir erwarten weder von euch eine Gegenleistung, noch überhaupt einen Dank. Und ich sage auch nicht Danke zu uns. Uns geht es gar nicht um euch eigentlich. Wir lieben euch, deswegen geben wir euch das. Aber faqat li wajhillah. Wir tun dies nur für das Angesicht Allahs. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Wahrlich, wir fürchten von unserem Herrn einen sehr finsteren und einen unheilvollen Tag. Ein Tag, der schlimm sein wird. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرًّا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Darum, weil sie genau das gemacht haben. Was haben sie gemacht? Die Waisen, die Bedürftigen, die Gefangenen mit Nahrung gegeben, gespendet und haben dies nur für Allah gemacht und haben nichts erwartet als Gegenleistung. Und haben den Tag
an dem sie hinkommen werden, gefürchtet. Und dann sagt Allah, darum wird sie Allah vor dem Übel jenes Tages bewahren und ihnen Herzensfreude und Glückseligkeit bescheren. Jetzt sagt Allah weiter in denselben Versen, und er wird sie für ihre Geduld mit dem Paradies und seidenen Gewänder belohnen. Guck mal, das reicht nicht aus. Man hat nicht viel gemacht. Nur diese Taten, die ich gerade aufgezählt habe. Das reicht. Allah wird dir Herzensruhe geben. Er wird dich vor den Tag bewahren. Er wird dich in das Paradies hineingehen lassen mit seidenen Klamotten. Darin lehnen sie auf erhöhte Sitze. Sie liegen da auf ganz hohen Sitzen sind das. Und sie werden dort weder Sonnenhitze noch Eiskälte erleben. Reicht das? Nein. Und seine Schatten werden tief auf sie herabreichen. Und seine gebüschelten Früchte machen sich ganz leicht zu greifen. Diese Früchte, die wirst du so nah haben, du musst nur danach greifen, dann hast du die schon. Und Trinkgefäße aus Silber werden unter ihnen die Runde machen und Pokale, durchsichtig wie Glas. Doch Gläser aus Silber, sagt Allah. Und sie werden ihren Umfang nach Maß bemessen. Allahu Akbar, was dies bedeutet, was das Maß ist. Ist das immer wieder drin? Wird das nicht leer gehen? Kannst du immer wieder trinken? Muss man nachgießen? Oder kommt es immer wieder? Und es wird ihnen dort ein Becher zu trinken gereicht werden, dem Ingwer beigemischt ist. Er wird gespeist aus einer Quelle darin, die Salsabil genannt wird. Und es werden sie dort ewig junge Knaben bedienen. Wenn du sie siehst, hältst du sie für verstreute Perlen. Allahu Akbar. Du wirst da ewig lebende Bedienstete sehen. Wenn du aber auf sie guckst, wirst du denken, das sind Perlen, die da rumfliegen die ganze Zeit. Aber das sind diejenigen, die die Paradiesbewohner bedienen die ganze Zeit. Und wohin du dort auch hinschauen magst, du wirst dort ein Wohlleben und ein großes Reich erblicken. Egal, wo du hinguckst, du wirst Husur sehen, du wirst Frieden sehen, du wirst Schönes sehen, du wirst nicht Wut, Hass, Neid, oh nee, lass mal. Du wirst nur Wohl sehen, eine innere Ruhe sehen und ein Riesenreich ist das. Sie werden Gewänder aus feiner, grüner Seide und Brokat tragen. Sie werden mit silbernen Spangen geschmückt sein. Sie werden überall silbern, wunderschöne Spangen haben. Überlegt mal, was für ein schönes Anzug aus Seide, Grün, Diamanten, Rubin und dann so silberne Spangen kommen da rein. Und ihr Herr wird sie von einem reinen Trank trinken lassen. Das ist euer Lohn und eure Bemühung ist mit einem Dank angenommen worden, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Wahrlich, wir selbst haben den Koran als Offenbarung herabgesandt. So warte geduldig auf den Befehl deines Herrn und gehorche keinem, der ein Sünder oder ein Gläubiger unter ihnen ist. Waskur isma rabbika bukratan wa asila. Und gedenke des Namen deines Herrn am Morgen und am Abend. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns genau von diesen Paradiesbewohnern werden lassen. Allahumma amin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor der Strafe des Grabes. Möge Allah uns unsere Krankheiten, unsere Unglück, unsere Prüfung inshallah erleichtern und uns Geduld und Standhaftigkeit daran geben. Allahumma amin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf den Tawhid festigen und uns nur als Muslime sterben lassen. Allahumma amin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, der Al-Qahhar ist, die Feinde des Islam zur Niederlage bezwingen und die Muslime, die Gläubigen zum Sieg verhelfen. Allahumma amin. Nad'u Allah yajma'na ala kitabillah wa ala shari'ati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.